gesehen, die sind etwa auch so angezogen wie ich, das sind die Trainer. Und ich bin ja Pastor der Seegemeinde und ich bin auch irgendwie ein Trainer als Pastor. Die Menschen trainieren. Und das Thema heute, das wir haben, ist das Tor des Lebens. Das Tor des Lebens. Was ist das? Ein Tor des Lebens. Und ich glaube, das ist das Tor, das sich jeder Fußballspieler wünscht. Ein spezielles, schönes, supergutes Tor, das er nicht mehr so schnell vergisst. Und ein guter Fußballspieler, der arbeitet auch darauf hin, dass er dieses Tor des Lebens irgendwann mal schießt in seinem Leben. Und dafür ist er bereit, Zeit zu investieren, Energie zu investieren, sich einzusetzen, sein ganzes Engagement, seine ganze Zeit oder viel von seiner Zeit setzt er ein für dieses Ziel, ein Tor des Lebens zu schießen. Das ist im Fußball so, aber ich denke, das ist auch im übertragenen Sinne auf den Alltag, auf unseren Alltag, auch wenn wir nicht Fußballer sind, so, dass wir in unserem Leben, in unserem Alltag ein Tor des Lebens schießen können, so einen Volltreffer machen können in unserem Leben. Und ich habe so einige Beispiele, zum Beispiel auch von einem Fußballer, von einem Stürmer vom FC St. Gallen. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, von Alex Tachimeza. Der ist Stürmer auch vom FC St. Gallen und ist in der WM-Mannschaft von Ghana. Und Ghana hat ja die USA besiegt an der Weltmeisterschaft. Und dann wurde er gefragt, was sein schönstes, sein wichtigster Tag war in seinem Leben, letzte Woche in der Zeitung. Und da hat er gesagt, nicht der Sieg von Ghana über die USA war mein schönster Tag, war mein schönstes Tor, sondern die Geburt meiner Tochter. Das war mein schönstes Tor, hat er gesagt. Also nicht im Fußball, sondern in seinem Leben hat er sein schönstes Tor geschossen. Die Geburt seiner Tochter. Andere sagen vielleicht, wenn ich einen Sechser im Lotto hätte, das wäre mein schönstes Tor. Das wäre mein Tor des Lebens. So ein richtig satter Lottogewinn. Ein Sechser im Lotto. Wieder andere, wenn du vielleicht ein bisschen jünger bist noch in die Schule gehst, dann sagst du, nein, nicht ein Sechser im Lotto, sondern ein Sechser in Mathe. Das wäre mein Tor des Lebens. Ein Sechser in Mathe. Andere sagen vielleicht, wenn ich den Mann oder die Frau fürs Leben finden würde, das wäre das Tor meines Lebens. Oder Erfolg im Beruf, eine tolle Arbeitsstelle, Beförderung, ein Ziel zu erreichen. Und ich habe letzte Woche unseren Stadtammann, Herrn Klöti, gefragt, was denn in seinem Leben das schönste Tor war. Was das schönste Tor war im Leben von Herrn Klöti. Er ist ja nicht ein Fußballer, aber eben im übertragenen Sinne. Und da hat er mir gesagt, mein schönstes Tor, das war die Wahl zum Stadtammann in Aargau. Das war mein schönstes Tor. Und dann hat er gesagt, es kam überraschend für mich und ich freue mich noch heute jeden Tag an diesem Tor. Und ich habe ihn dann eingeladen, hierher zu kommen. Er hat gesagt, er habe leider keine Zeit, er müsse da auf dem See rudern, aber er rudere eventuell vorbei. Also wenn ihr ein Ruderboot seht auf dem Schiff, dann winkt ihn, es könnte Herr Klöti sein, unser Stadtammann. Es gibt also ganz verschiedene Ansichten darüber, was das Tor des Lebens sein könnte oder ist. Es gibt ganz verschiedene Ansichten. Wenn man Christen fragt, dann sagen sie normalerweise, das Tor meines Lebens, das schönste Tor, das ich geschossen habe in meinem Leben war, als ich Jesus als meinen Erlöser erkannte und ihn in mein Leben eingeladen habe. Das war mein schönstes Tor, das Tor meines Lebens. Und ich glaube auch, dass es das absolut schönste Tor ist, das es gibt. Und was noch schöner ist an diesem einzigartigen Tor,
ist, dass nicht wir selber es schießen müssen. Nicht wir selber müssen dieses Tor schießen. Wir könnten ja daneben schießen. Die WM gesehen haben, die haben ab und zu gesehen, wie da diese guten Fußballspieler daneben geschossen haben. Wenn wir Jesus annehmen, du wirst nicht daneben schießen, sondern du wirst einen Volltreffer machen, weil Jesus für dich geschossen hat. Und es wird dir angerechnet, was Jesus getan hat. Wir brauchen es nur anzunehmen. Wenn du Jesus annimmst, wenn du das annimmst, was Jesus in seinem Erlösungswerk für uns, für dich getan hat, dann kannst du gar nicht daneben schießen. Du kannst gar nicht verfehlen, sondern du wirst voll ins Lattenkreuz treffen. Du wirst voll ins Lattenkreuz von Golgatha treffen, wo dein Erlöser für dich starb, wenn du Jesus zum Herrn deines Lebens machst. Was Jesus getan hat in seinem Erlösungswerk auf Golgatha, wird dir angerechnet. Es wird dir angerechnet, wenn du ihn annimmst. Er nahm deine Sünde und er gab dir Vergebung. Die Vergebung wird dir angerechnet. Er nahm deine Schuld und er gibt dir seine Gerechtigkeit. Du bekommst seine Gerechtigkeit. Er nahm deinen Mangel und er gibt dir seine Fülle. Er nahm dein Versagen, deine Niederlage und gibt dir seinen Sieg. Das, was Jesus getan hat, wird dir angerechnet, wenn du ihn annimmst. Er hat eine vollkommene, alles umfassende, totale, abgeschlossene Erlösung erwirkt. Für dich und für mich, für jeden, der das will, für jeden, der das annehmen will. Das Tor des Lebens. Das Tor des Lebens. Und ich denke, das ist das entscheidende Tor für uns Menschen, das entscheidende Tor, das den weiteren Spielverlauf in deinem Leben total positiv verändern wird. In meinem Leben war das auch so. War es auch das entscheidende Tor, das Tor des Lebens, als ich Jesus annahm. Ich selber, ich war drogensüchtig, ich war heroinabhängig, ich war kriminell, ich war einige Mal im Gefängnis und ein Arzt und Psychiater haben für ein Gericht über mich Gutachten erstellen müssen für eine Gerichtsverhandlung und sie haben gesagt, er ist ein hoffnungsloser Fall. Er ist nicht therapierbar, haben sie von mir gesagt. Das ist jetzt über 20 Jahre her. Und in dieser Situation der Hoffnungslosigkeit, wo ich keine Zukunft hatte, wo ich gar keine Zukunft mehr anstrebte, wo ich absolut am Tiefpunkt war, in dieser Situation habe ich mein Tor des Lebens geschossen. In dieser Situation habe ich gesagt, Jesus, wenn es dich gibt, dann komm in mein Leben und mach mein Leben, das eine totale Ruine ist, mach es neu. Mach es neu. Und das Schöne ist, er ist hineingekommen in mein Leben und hat mein Leben neu gemacht. Seitdem bin ich frei von Drogen, seitdem bin ich heil, bin ich wiederhergestellt. Ich habe das Tor meines Lebens geschossen. Aber dieses Tor des Lebens, ich denke, viele von uns haben das erlebt, dieses Tor des Lebens, dass sie Jesus zu ihrem Herrn und Erlöser gemacht haben. Dieses Tor des Lebens ist nicht nur das Tor des Lebens. Es ist nicht nur das Tor des Lebens, sondern es ist gleichzeitig auch die Türe des Lebens. Es ist nicht nur ein Tor, sondern eine Türe. Jesus hatte gesagt, ich bin die Türe. Wer durch mich eingeht, wird das Leben finden. Er hat gesagt, ich bin die Türe. Also wenn du dieses Tor des Lebens schießt in deinem Leben, dann ist es nicht der Abschluss, sondern es ist eigentlich der Beginn, der Anfang, der Beginn von einem neuen Leben. Es ist nicht der Abschluss. Ihr wisst ja selber, ein guter Fußballspieler, wenn er so ein super Tor geschossen hat, so ein Tor des Lebens, dann sagt er nicht, jetzt habe ich mein schönstes Tor geschossen, jetzt kann ich mich zur Ruhe setzen. Er springt dann nicht zu seinem Trainer und sagt, hey Trainer, ich habe jetzt mein Tor des Lebens geschossen, kann ich jetzt nach Hause gehen? Macht er nicht.
normalerweise. Er setzt sich nicht zur Ruhe, sondern er will ein neues, noch besseres, noch schöneres Tor schießen und dafür wird er wieder Zeit investieren, dafür wird er Energie investieren, trainieren und üben und üben und üben. Und ich denke, das sollte auch bei uns so sein. Das sollte auch in unserem Leben so sein, dass wir nicht unser schönstes Tor schießen und uns dann zur Ruhe setzen und denken, jetzt habe ich es ja. Nein. Ich denke, so ein weiteres schönes Tor in unserem Leben, das könnte sein, dass wir in den Plan Gottes für unser Leben hineinkommen. Auch wenn wir ihn vielleicht schon kennen. Dass wir in den Plan Gottes für unser Leben hineinkommen. Hast du gewusst, Gott hat einen Plan für dich. Gott hat einen Plan für dein Leben. Eine Berufung, speziell auf dich zugeschnitten. Darum bist du so, wie du bist. Gott hat einen Plan für dein Leben. Und ich denke, so ein Tor des Lebens könnte sein, hineinzukommen in diesen Plan, den Gott für dich und für dein Leben hat. David sagt in Psalm 5, sagt er, du hast einen Plan für mein Leben. Lass mich ihn erkennen. Hast du das schon mal gesagt? Gott, du hast einen Plan für mein Leben. Lass mich ihn erkennen. Ich denke, das könnte so ein Tor des Lebens sein. Dass wir hineinkommen in das, was Gott für uns bereit hat. Dass wir alles daran setzen, dieses Tor zu schießen. Dass das Wichtigste wird in unserem Leben, für das Reich Gottes, für Gott und sein Reich brauchbar zu sein. Für Jesus zu leben. Die Frage ist, was ist das Wichtigste in deinem Leben? Was sind die Prioritäten in deinem Leben? Sind es diese Dinge, die wir am Anfang gehört haben? Einen Lottogewinn, eine Beförderung, den Mann, die Frau fürs Leben zu finden? Das sind alles auch gute Sachen. Das ist alles auch gut. Aber es ist wirklich deine tiefste, innerste Priorität. Ist es, ich will ganz für Gott da sein. Ich will ganz für Gott leben. Weil er gibt mir erfülltes Leben und er hat einen Plan für mich, der das absolut Beste ist für mich. Was ist das Wichtigste in deinem Leben? Ist es Gott oder sind es menschliche, irdische Dinge? Und ein Fußballspieler muss, damit er fit ist, damit er gut ist, damit er fähig ist, gute Tore zu schießen, so ein neues Tor des Lebens zu schießen. Nicht nur so ab und zu ein Zufallstreffer, er muss trainieren. Er muss trainieren, er muss üben, üben, üben. Ihr könnt dann am Schluss sicher Jörg Stiel fragen, ob das stimmt. Er muss üben, üben, üben. Es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Wer erfolgreich sein will, muss üben. Und viele Christen im übertragenen Sinne, die meinen, gute Tore schießen zu können, einfach so, ohne zu üben, ohne zu trainieren. Die meinen, für Gott große Resultate erzielen zu können, ohne zu üben, ohne zu trainieren. Und die Frage ist, wie trainiert man denn als Christ? Wie trainiert man als Christ, dass man Gott erlebt, dass man seine Liebe erlebt, dass man seine Kraft, seine Gegenwart, seine Segnungen erlebt? Wie macht man das als Christ? Wie trainiert ein guter Christ oder jemand, der ein guter Christ werden will? Ich denke, im Psalm 1 gibt Gott uns die Antwort. Da lesen wir, wohl dem, der nicht wandelt im Rate der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt im Kreise der Spötter. Also er sagt uns zuerst einige Dinge, die wir nicht tun sollen, damit wir fit sind. Und dann sagt er, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn, sondern seine Lust hat am Wort Gottes. Lust haben am Wort Gottes, Freude haben am Wort Gottes. Und dann sagt er im Psalm 1, der ist wie ein Baum, der an Wassern gepflanzt ist, der seine Wurzeln nach dem Bach ausstreckt. Und dann steht da, und alles, was er tut, gerät ihm wohl. Alles, was er tut, gerät ihm wohl. Stell dir mal vor, so ein Mittelstürmer, und
von ihm kannst du sagen, alles, was er tut, gerät ihm wohl. Ein Tor nach dem anderen, im übertragenen Sinne. Also wenn du ein erfolgreicher Mann, Frau, Kind, Rentner Gottes sein willst, praktiziere das, was im Psalm 1 steht. Habe Gemeinschaft mit Gott, nimm dir Zeit für ihn. Lerne ihn kennen, wie er ist, was er sagt in seinem Wort. Lebe im Gebet. Gebet heißt ja reden mit Gott. Sprich mit ihm. Du kannst mit ihm sprechen, wie du sonst mit deinem Sitznachbarn sprichst. Nach dieser Predigt bitte. Beten heißt reden mit Gott. Reden mit Gott. So trainieren wir als Christen, wenn wir Zeit investieren, über dem Wort Gottes nachsinnen, lesen im Wort Gottes, mit Gott sprechen, die in Gemeinschaft haben. Wer auch als Christ erfolgreich sein will, Tore schießen will für das Reich Gottes, Resultate sehen will, der muss üben, trainieren, Zeit und Energie investieren im Leben mit Gott. Es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Und das sehen wir, dass es ohne Training nicht geht im Leben von erfolgreichen Fußballspielern. Wir sehen es auch im Leben von erfolgreichen Männern und Frauen Gottes. Sie haben Zeit investiert in ihr Leben mit Gott, in ihre Beziehung mit Gott. Sie haben Zeit investiert, um über dem Wort Gottes, der Bibel, nachzusinnen und zu wissen, was sagt Gott über sich. So werden wir, jeder von uns, der das will, so werden wir zu erfolgreichen Männern und Frauen, die Gott gebrauchen kann für sein Reich, für seine Ziele, die hineinkommen in den Plan Gottes, in den Plan, den Gott für sie hat. Und so bist du ein Mann, eine Frau, wo Gott von dir sagen kann, hey, ich bin so begeistert von ihm. Ich bin so begeistert von ihr. So bist du ein Kind in der Schule oder wo du auch bist, wo Gott sagen kann, ich jauchze über dich. Ein Teenager, ein Rentner, wo Gott sagt, ich bin so begeistert über dich. Willst du so jemand werden? Willst du so jemand werden, wo Gott sagen kann, von dir sagen kann, er oder sie ist eines meiner schönsten Tore. Er ist eines meiner schönsten Tore. Sie ist eines meiner schönsten Tore. Ein Volltreffer. Willst du so jemand sein, wo Gott das sagen kann, wo er sagen kann, ich bin so begeistert von ihm oder von ihr, so wie er von David sagen konnte, er ist ein Mann nach meinem Herzen. Ein Mann nach meinem Herzen. Willst du so jemand sein, wo Gott sagen kann, ich jauchze über dich? Wie? Danke. Ich jauchze über dich wie an einem festlichen Tag. Oder jetzt, im Anlass vom heutigen Tag. Ich jauchze über dich wie an einem Fußballmatch. Wie wenn du ein Tor geschossen hast für den Herrn. Ich jauchze über dich. Willst du so jemand sein? Willst du so jemand sein? Ja! Danke. Ich auch. Ich denke, wir alle wollen solche Menschen sein, wo Gott sagen kann, er ist eines meiner schönsten Tore. Sie ist eines meiner schönsten Tore. Und ich möchte dich fragen, wenn du so in deinem Leben zurückblickst, was war dein bisher schönstes Tor? Überleg dir das mal. Was war dein bisher schönstes Tor? Und was wird dein nächstes schönstes Tor, dein nächstes Tor des Lebens sein? Dass du anvisierst, dass du schießen möchtest, einen Volltreffer möchtest. Was wird dein nächstes schönstes Tor sein? Überleg dir das mal. Und wenn jetzt jemand da ist, der von sich sagen kann, ich habe mein schönstes Tor des Lebens in meinem Leben noch gar nicht geschossen.
ich habe diesen Jesus noch gar nicht zum Herrn meines Lebens gemacht. Und ich möchte das heute Morgen tun. Ich möchte dieses Tor des Lebens heute schießen. Wenn jemand da ist, der sagt, ich möchte das tun, dann lade ich euch ein, kommt anschließend an diesen Gottesdienst auf mich zu oder auf jemand der Verantwortlichen, den ihr dann heute Morgen gesehen habt. Kommt auf uns zu, damit wir dann noch mit euch beten können und dass ihr diese Entscheidung festmachen könnt, dieses Tor des Lebens. Und ich möchte jetzt beten, und wer dieses Tor schießen will, Jesus zum Erlöser seines Lebens machen will, dann bete innerlich dieses Gebet mit. Triff diese Entscheidung, schieß dieses Tor des Lebens jetzt in diesem Moment und komme dann anschließend auf mich oder auf jemand von der Leitung zu. Und ich bitte euch, wenn ihr wollt, schließt die Augen und betet einfach innerlich mit und trefft diese Entscheidung. Herr, ich danke dir, Jesus, dass du durch deine Erlösung, durch dein Erlösungswerk am Kreuz von Golgatha eine totale, alles umfassende Erlösung erwirkt hast. Du hast für mich das Tor des Lebens geschossen. Ich kann gar nicht verfehlen. Und ich entscheide mich jetzt an diesem Morgen, ich will dich zu meinem Herrn und zu meinem Erlöser machen. Ich will dich aufnehmen in mein Leben hinein. Ich sage jetzt, du bist der Herr meines Lebens. Du bist mein Erlöser. Und ich gebe mich dir ganz hin, so wie ich bin. Danke, dass ich bei dir nichts darstellen muss, dass ich nicht sein muss, sondern dass ich so sein kann, wie ich bin bei dir. Und du nimmst mich an. Du hast gesagt, du willst niemanden ausstoßen, zurückstoßen, der zu dir kommt. Niemanden, sondern du nimmst jeden an, wie er ist. Und so komme ich jetzt vor dich und ich weiß, du nimmst mich an. Ich danke dir, dass du mir meine Schuld, meine Sünden vergibst und dass du mir deine Gerechtigkeit dafür schenkst, dass du mir Vergebung gibst. Danke, dass du meinen Mangel nimmst und dass du mir deine Fülle gibst. Danke, dass du meine Niederlage, meine Sucht, mein Geknechtetsein, dass du das nimmst und mir den Sieg gibst darüber, den du errungen hast am Kreuz von Golgatha. Ich danke dir, dass du jetzt mein Erlöser bist und dass ich jetzt dein Kind bin. Amen. Amen.
Über jeden Traum, auch in tiefster